Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Piraten hatten also am Aprilzeit schon an der Chambre klar gegen die Tracing-App, die obligatorisch soll sein, ausgeschwert. Wir haben also auch dagegen ausgeschwert, dass wir so eine App sollen entwickeln, weil wir den Nutzen davon nicht gesehen. Für uns Piraten war von Anfang an klar, wir wollen keine Verhältnisse, an denen der Staat ohne Auferstehst möchte von den Bürgern, der wie wir wachen, wen will, aber wen das will. Und wir waren nur noch froh, wie wir zusammen mit den anderen Parteien, übrigens alle Parteien an der Chambre, konnten eine Motion stimmen, die gegen eine obligatorische Tracing-App war. Dafür wundert es dann doch ein bisschen, dass man heute über das beschwätzen, wo die Chambre mit ganz breiter Majorität sich dagegen ausgeschwert wird. Das ist ein schöner Zwischenruf. Ich hoffe, findet sich am Verbatim. Lass dich nicht durch den Schnee bringen, Herr Klemmer. Keine Angst, Herr Präsident, ich lasse mich nicht durch den Schnee bringen. Wir freuen uns allerdings bei denen, die diesen Debat lanciert tun, welchen Typ App da ihr wirklich wünscht. Also die App, die ganz schmal innerten Limite von der Motion von 4 und 2 Monaten möglich für eng freiwillig, dezentral organisiert, eng die ohne tiefgreifend Ausschnitte kennt auskommen oder als wirklich heute andere groß für Bürgerinnen und Bürger in einen Generalverdacht zu stellen. Es schon gefehlt, dass es da definitiv bei der größten Oppositionspartei 2 verschiedene Meinungen gehen, was ganz okay ist. Die Frage stellt sich just, für was die Chambre muss den innerparteilichen Streit von der CSV lesen. Das ist kein Allheilmittel, das hat den Premier für Druck gesagt, das hat der Gesundheitsminister für Druck gesagt, das haben die meisten Vierredner für Druck gesagt. Gesagt den, die Länder, wo die App einen Succès hat, China, Südkorea, ja, das sieht etwas aus. Wenn man dann aber guckt, wie das an den europäischen Ländern der Fall ist, Deutschland gouf genannt, Belgien mit der Umfrage gouf genannt, es goufen nach ein andere Länder, die es probiert tun, Island, Norwegen, Schmengen. Wir können es abzählen, alle gut noch kein Succès. Das ist klar, der Succès ist nicht da. Konsequenzen von dieser Ausgangssituation müssten nur sehr logisch sein. Für was Atemluft verschwenden, über eine App zu diskutieren, die just funktioniert, wenn es obligatorisch geht, weil sonst nicht genug Leute rumflöten, und nicht funktioniert, wenn sie freiwillig ist. Wir sind aber gegen eine Obligation. Forcément muss man uns bewusst sein, dass die App an der aktuellen epidemiologischen Situation nicht funktionieren kann. Und etwas, was nicht funktionieren kann, da sollte man doch nicht imposieren. Und noch die deutsche Corona habe ich schon davon geschwärzt, der Jolo im Lützeburgischen Territoire kann noch aufgeladen gehen. Es scheint Lützeburg vorher nicht gedöhnt laut. Als keine efficace Lösung. Erstens mal, weil sie mit der letzten Mise à jour einen Bug hat. Da hat dann den RKI eine Mise à jour aufgeladen, auf die Handy von den Leuten an, bemol, werden die Unzahl von Kontakten, die er hat, verschwunden. Aber was bringt man dann eine App zu haben, wenn ich trotzdem das Chipverie mitgemacht habe, nur durch ein Computerproblem nicht weiß, ob ich an einem Risiko war oder nicht. Da stellt ihn sich die Frage, wäre es nicht besser, hat immer angerufen und gesagt, wir haben am Contact Tracing, haben wir raus unter dir Kontakt mit einem hat, den infiziert das, hier sind Mesuren, die mir schon und Herz lehen, geht von einen Test, da den alles erklärt kriegt. Ich meine, das wichtig wäre, dass die Leute erklärt kriegen, was geschieht. Und das nicht von einem Computer, mehr von Menschen. Und dann kommt mir sie ehrlich, so eine App, wir können also auch direkt verrengen, den Covid-19 positiv ist, ein rotes Blut auf den Kopf setzen, die liegt, das hat den nämlichen Effekt, wie man an einer App eine rote Message angeht, wo steht, dir wird exposiert. Genau weil wir keine so eine Stigmatisierung wollen, sind Piraten, waren Piraten, auch bleiben Piraten, gegen eine Corona-App. Ich wiederhole meine Metapher von letzter Woche. Just, und das wie am Autoverkehr,
just weil e pur Leiit sech wie Raudi opfeieren, verbiete man net Auto fuhren. Just weil e pur Leiit sech wie Raudi am Strassenverkehr opfeieren, imposéieren wir hinne net alle Guten mat engem GPS-Tracker zu fuhren. A genau dat nämlichlecht muss an der Bekämpfung vun der Corona-Pandemie gelten. Die pur Raudien dürfen net Freiheit an Grundrechter vun als alle Guten op d'Spiel setzen. Dofir nach enkeier ha ganz klar. Wir werden sicher kein App matstimmen, wir werden weder eng obligatorisch nach eng freiwillig unterstützen aus all den Gründen, die ich genannt habe, weil für alles App ist klar, Grundrechte sind nicht verhandelbar. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird gut. Für dich, Madame Gesundheitsministerin, Madame Palatin.